Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf Phoenix TV. Ich habe Unge vor etwa einer Woche angeschrieben in seinem Livestream und gefragt, ob er Lust hätte, ein Quiz mitzumachen, bei welchem er die Bedeutung schweizerdeutscher Wörter erraten muss. Und das war seine Antwort. Phoenix, gerne. Gerne. Machst du so ein Video und ich gucke mir das in Unklick zum Beispiel an? Hätte ich Bock. Den Quiz, den ich gemacht habe, besteht aus 4 Leveln. Sollte dir das Video denn gefallen, würde ich auch gerne eins mit dir machen, indem du portugiesische Wörter erraten musst, da du einige Zeit schon in Madeira lebst. Nehme ich an, du sprichst Portugiesisch fleißig. Oh, das ist eine Giraffe. Entschuldigung, ich habe nicht Giraffe, ich habe Giraffe gesagt. Ich verwechsel mittlerweile schon die portugiesischen und deutschen Wörter, weil auf Portugiesisch heißt Flasche Giraffa. Giraffe, Giraffe. Auf jeden Fall bei diesem Punkt, da ist noch Luft nach oben. Gehen wir zum Quiz. Ich wünsche euch viel Spaß und dir, Unge, viel Glück. Fangen wir an mit der ersten Frage. Was bedeutet Excuse? A. Eine Katze. B. Guten Tag. C. Entschuldigung. Oder D. Ernsthaft. Die richtige Antwort ist C. Entschuldigung. Excuse kann man auch aus dem Französisch ableiten, denn dort klingt es ähnlich. Excusez-moi. Kommen wir nun zur zweiten Frage. Was bedeutet Esbüsi? Ist es A. eine Blume? B. ein Kleinkind? C. Intimbereich einer Frau? Oder D. eine Katze? Die richtige Antwort ist D. eine Katze. Nein, Unge, kein Intimbereich. Kommen wir nun zu der letzten Frage, die wäre, was bedeutet Karre? A. Auto. B. Karte. C. Kater. Oder D. Hund. Die richtige Antwort lautet A. Auto. Und wer hätte es gedacht, wir befinden uns Level Patti, Patu. Nur für dich, Junge. Kommen wir nun zur ersten Frage vom Level Patti, Patu. Was bedeutet Herdöpfel? Ist es A. eine Herdplatte? B. ein Apfel? C. ein Backofen? Oder D. Kartoffel? Die richtige Antwort ist D. Kartoffel. Und Herdöpfel hat nichts mit Apfel und Herdplatte zu tun. Gar nichts. Es ist eine stinknormale Kartoffel. Kommen wir nun zur zweiten Frage. Was bedeutet Küder? A. Spucken. B. Abfall. C. Erbrechen. Oder D. Sünden. Die richtige Antwort ist B. Abfall. Okay. Kommen wir nun zu der dritten Frage. Was bedeutet Anke? Ist es A. ein Anker? Ein Schiffsanker? B. Butter? C. Lenken oder D. Treppe? Die richtige Antwort ist B. Butter. Nun kommen wir zur letzten Frage vom Level Patti, Patu. Was bedeutet Säckle? Ist es A. Hoden? B. Kleinkind? C. Rennen? Oder D. Marienkäfer? Die richtige Antwort ist C. Rennen. Level Patti, Patu. ist überstanden. Falls du das noch nicht schwer genug fandest, dann warte ab. Wir befinden uns jetzt im Level. Kommen wir nun zu der ersten Frage im Level Endgame. Was bedeutet Hitzki? Ist es A. Schluckauf? B. Heiß? C. Klein? Oder D. Ein wenig? Ein kleiner Tipp, wenn du kohlensäurehaltige Getränke trinkst, passiert das oft. Die richtige Antwort ist A. Schluckauf. Ja, Hitzki ist Schluckauf. Ich habe den Hitzki. Okay. Kommen wir nun zur zweiten Frage. Was bedeutet Himmelgürgeli? Ist es A. Himmel? B. Huhn? C. Dachboden? Oder D. Marienkäfer? Die richtige Antwort ist D. Marienkäfer. Kommen wir nun zur dritten Frage. Was bedeutet Chute? Ist es A. Fußball spielen? B. Hausabwart? C. Ruhig sein? Oder D. Schnell sein?
Die richtige Antwort ist A. Fußballspielen. Shooten. Ey, gehen wir heute shooten? Ja, klar. Vierte Frage. Was bedeutet Steigen? Ist es A. Säge? B. Ein Pferd? C. Treppen? Oder D. Ein Kuss? Die richtige Antwort ist C. Eine Treppe. Nun zur letzten Frage. Was bedeutet Estrich? Ist es A. Ein Ast? B. Dachboden? C. Ein Esstisch? Oder D. Reich? Die richtige Antwort ist B. Dachboden. Und auch dieses Level ist somit geschafft. Und nun sind wir am Ende angelangt. Und ich habe kleine Sätze für dich ausgesucht. Und das ist das Level der Endboss. Was bedeutet Hauptbase? Ist es A. Aufwischen mit Besen? B. Los geht's? C. Anfeuern einer Mannschaft? Oder D. So ein Mist? Die richtige Antwort ist B. Los geht's! Nun bei der zweitletzten Frage. Was bedeutet Eis gozieren? Ist es A. Etwas trinken gehen? B. Etwas ziehen? C. Etwas ausprobieren? Oder D. Etwas fangen? Die richtige Antwort ist A. Etwas trinken gehen. Nun sind wir am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde es dann noch im Nachhinein sehen, wie viel Unge richtig hatte oder falsch. Und Unge, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen um einen Kommentar. Und ob du Lust hättest, eins auf Portugiesisch zu machen, denn ich wäre bereit. Die Frage ist, bist du bereit? Vergesst nicht zu abonnieren, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Ich wünsche euch viel Spaß noch mit Ungeklickt. Haut rein, Leute. Euer Phoenix TV.